Buonasera a tutti, wir sind zurück bei der Spreite Foxe. Hallo miteinander. Grüezi, wo stehen wir da? Grünes Fenster, Kaktus hinten. Ich würde sagen, das ist unsere Slime-Farm, oder? Ja, sieht so aus, ja. Ich würde auch sagen, weil Slime ist sehr wichtig für Sticky Pistons und nach dem Update dann auch für Slime Blocks. Und Slime, wie ihr wahrscheinlich auch kennt, mühsam zum Abbauen, findet man nicht überall. Darum haben wir Slime Chunks gesucht. Das sind 16 auf 16 Blöcke, wo Slimes spawnen. Die findet man in einem Slime Chunk Finder online irgendwo. Da sieht man genau, für welche Seeds welche Slime Chunks vorhanden sind. In dem Slime Chunk haben wir eben 16x16 ausgehöhlt. Relativ hoch, weil unterhalb von der Ebene 40 spawnen es, glaube ich. Darum haben wir alles unter Ebene 40 dann ausgehöhlt und da unsere Slime-Farm gemacht. In diesen schönen Raum werden wir nachher noch reinkommen. Jetzt gehen wir aber gerade noch schnell oben schauen, wie es dort aussieht. Über die Leiter. Die Leiter ist natürlich auch mit unserer Hauptbasis verbunden, wenn man jetzt so weiter raufkommt. Dann würde man eigentlich gerade zu der Sortiermaschine kommen, die wir vorgesehen haben. Da hat es noch einen kleinen Ausblick, ist nicht wirklich schön zum Anschauen, aber eben sehr, sehr effektiv. Da oben hat es aber die 16x16 Fläche. Da haben wir Spender, die mit Wassereimer gefüllt sind. Die werden über den Glock da hinten, den wir gemacht haben. Das ist einfach ein Impuls, der rauskommt. Jetzt hat man ihn gerade gesehen. Wird dort das ausgelöst. Jetzt wird das Wasser eingesogen, damit das nicht mehr ausströmt. Und der ganze Sinn, warum das Wasser kommt, ist eigentlich jetzt, wo es trocken ist, spawnen Slimes da oben, wenn man nicht gerade anschaut. Das Ganze kann man auch ausleuchten, das heisst keine anderen Zombies spawnen, sondern nur Slimes. Und die werden nachher mit Hilfe vom Wasser hinabgespült und dann können wir von unten schauen, wo sie rauskommen oder wo sie enden. Da kommt man leider nicht mehr runter, oder schon? Wirklich? Das war unser alter Abgang. Also ich bin jetzt gleich unten. Okay. Unten dran sieht man die zweite Ebene, dort spawnen natürlich auch immer Slimes. Und gehen wir mal da rein. Da sehen wir ganz viele Trichter und Kakteen aussen. Der ganze Sinn daran ist eigentlich, dass Slimes umspringen und immer in die Richtung gehen, wo eigentlich der Spieler ist. Also die sehen durch Wände durch und durch weitere Distanzen. Das heisst, wenn wir jetzt da einfach nicht genau oben an diesem Slime-Chunk stehen, dann werden sie immer in die Wand hineingumpen, in den Kaktus. Der Kaktus geht nicht kaputt, aber die Slimes. Dann die Slimes, die es droppen, die es fallen lassen, fallen nachher in die Trichter rein. Die Trichter gehen führen zuerst mal in eine Kiste rein. Und das haben wir jetzt noch nicht aufgeführt ins andere Gebäude rein. Unsere Sortiermaschine wissen nicht, dass es so viel Ertrag gibt. Es ist schon relativ effizient, aber es langt nicht, wenn wir mal Slime brauchen, dass wir schnell runterkommen. Genau, jetzt haben wir gerade gesehen, wie einer da in den Kaktus hineinkommt, stirbt. Und der Drop, den er gemacht hat, ist vom Richter gerade aufgenommen worden. Wird da rausgeführt, aber ich denke, da hast du wahrscheinlich schon reingeschaut. Da haben wir doch einiges. Das Geile an dieser Farm ist, man muss nie da sein, man muss nichts machen, sie läuft auch von alleine. Ja, das Schöne ist auch noch an dieser Farm, wenn man gerade durchläuft, kommt man an einen anderen Ort hin. Aber wie gesagt, das ganze Kellerverlies ist auch noch recht verwinkelt und ist alles sehr kompakt gebaut. Das ist alles unter unserer Basis. Wenn man da rauf schaut, noch, hast du wahrscheinlich schon gesehen, das ist eben genau der Fallschacht von der oberen Ebene, wo auch Slimes spawnen. Da oben dran haben wir mit Half-Slabs abdeckt, damit keine Slimes spawnen, also nur auf den 2 Ebenen, die wir wollen. Dann wird es mit Wasser abgespült, die meisten sterben durch Fallschaden da. Da werden es nachher nochmal mit Wasser gespült, damit die Slimes, die es nachher fallen lassen, nachher da unten von der
Hopper, oder wie man sagt, von den Trichtern aufgefasst werden und nachher vorne in die Kiste getrieben werden. Alles sehr automatisiert, sehr einfach und praktisch. Ja. Ich denke, gehen wir da eins weiter. Da sieht man, ist alles schon ein bisschen mehr nach Minen und nicht mehr so schön wie unsere Basis, weil das sind wir schon ein bisschen abgelegener. Da sieht man einen ganzen Wasserschacht. Das heisst, wenn man Sachen abbaut, da unten ist vor allem eigentlich ein Minensystem, das noch nicht ausgebaut ist, plus auch eigentlich das Lavasystem. Da sieht man sehr viele Lavaseen, wo man dann das Lava holen mit dem Eimer und dann können wir es in das System hineinrühren. Das heisst, wir können die Kisten, die auf beiden Seiten von diesem Kanal stehen, einfach unsere Sachen rein tun, die wir haben. Hört auch gerade, wie der Ton umschlägt. Das heisst, der Spender, der da drin ist, der spuckt die Sachen aus. Die werden mit dem Wasserkanal, der mit Eis unterlegt ist, damit die Items schnell durchfließen, dafür geführt. Sobald sie da vorne angekommen sind, haben wir mehrere Einlademöglichkeiten. Dann gehen sie hier zu diesem Glaskasten und das ist das Geilste am Ganzen. Das ist nämlich ein Item Elevator oder wie man sagt, ein Lift für die einzelnen, wie sagen wir das auf Deutsch? Artikel. Ja, was? Die einzelnen Gegenstände, die man abbauen kann in Minecraft. Die werden nachher da vorne eben über den Wasserkanal durchgesendet. Dann da hat es einen Zaun, der das Ganze aufteilt, damit es nur rechts durchgeht, mit Hilfe vom Wasserkanal da. Ups. Und jetzt sieht man, wie es durch das Glas da auftreibt. Das Ganze ist eigentlich ein Glitch, den wir ausnutzen in Minecraft. Also das heisst, wir können da Zeug reinrühren. Vorne dran, wie es mit Eis unterlegt ist, geht es ganz vorne. Gewisse Sachen bleiben noch ein bisschen hängen, wenn wir es jetzt von Hand reingerührt haben. Mit den Ecken, die wir eingebaut haben, wird das nachher schön an die Wand rausgedrückt, damit das kein Problem mehr ist. Und nachher geht es durch das Glasding ganz rauf. Und wird natürlich oben drauf wieder automatisch ausgeladen. Da können wir sonst nachher gerade schauen, wie es aussieht. Aber die ganze Halle ist vor allem gedacht, um vor allem Lava abbauen und auch zu Minen. Sehen wir auch, wie die Items schön aufschweben durch den Glasblock, den wir da gemacht haben. Optisch sieht es sehr geil aus. Und ja. Ich denke, du gehst mal oben schauen, ich rühre noch ein paar Sachen rein. Ja. Natürlich immer schön erreichbar mit unseren Leitersystemen. Genau. Es ist immer wichtig, dass man nicht zu weit hat zum Minen, sondern alles irgendwo in der Nähe hat oder mit Minecarts verbindet oder sonst auch das Ganze vereinfachen und nicht alles so mühsam muss abbauen, wie man es am Anfang muss machen. Genau. Ich denke, das ist der ganze Sinn von dem Game. Sich selber zu entwickeln, die ganzen Dinge kennenlernen, mit dem Redstone wissen, wie umgehen. So, dann tue ich noch ein paar Sachen in die Kiste rein. Bist du schon oben? Ja, da sehen wir schon die Items, wie sie aufräumen. Oben werden sie im normalen Kanal mit Eis unterlegt weitergeleitet und fallen nachher da im Wasserkanal runter. Was natürlich auch wieder sehr, sehr praktisch ist, wie wir es aufgebaut haben. Der Wasserkanal der führt nicht einfach irgendwo in eine Kiste rein, sondern der führt in unser automatisches Sortiersystem, das wir euch vorgezeigt haben. Das heisst, da können wir auch reinrühren, was wir wollen. Auch die Lava-Buckets, die wir reinrühren, die werden nachher direkt zu den Öfen sortiert. Alle anderen Sachen, die wir abbauen, die werden nachher in die Kiste einsortiert. Also, was gibt es Besseres und Einfacheres und Effizienteres, um so können das ganze Zeug abbauen, sortieren und lagern. Das Ganze haben wir natürlich auch optisch noch ein bisschen schön eingepackt, damit man es auch verfolgen kann, wo das ganze Zeug durchgeht. Ja.
Ja, da sieht man schon wieder den Wert von unserer automatischen Sortieranlage. Wie wichtig das ist und wie viel Zeit einem das kann ersparen. Wie gesagt, für die Survival spielen. In diesem Sinne sagen wir mal gute Nacht. Bis zum Bis nächsten ein Mal. andermal. Tschüss zusammen. Ciao.